Servus ihr Lieben, heute Donnerstag, 18 Grad, ich laufe im T-Shirt rum. Ich habe nur eine bisschen dickere Weste an, damit es den Rücken nicht reinzieht, weil es wird glaube ich nicht wärmer werden. Aber es ist ein Wahnsinnswetter für Mitte Oktober oder fast Ende Oktober, wow. Ich bin heute mit dem Apex wieder unterwegs und ich freue mich schon, jetzt mit dem zu laufen, nachdem ja der Orks letztes Mal bewiesen hat, dass er tatsächlich nichts war. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem Detektor wieder und dann geht's schon los. So ihr Lieben, ich bin wie gesagt mit dem Apex unterwegs und der mir freundlicherweise von DTI zur Verfügung gestellt wurde mit dem NX5 Spaten, den ich euch immer noch empfehlen kann. Super geiles Teil und ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Der Landwirt ist gerade vorbeigefahren, er hat hier zusätzlich nochmal umgepflügt, wie man sehen kann. Ich bin gespannt. Ich lasse mich überraschen und dann hoffe ich, dass wir uns gleich beim ersten Fund hören. Also, wünscht mir gut Fund und los geht's. So, ich bin im Zero Mode unterwegs. Das erste gute Signal, was reinkam mit einem klaren 43er Signal. Das sind Teile, die ich hier öfters finde. Und zwar liegt es hier, ich mache mal scharf. Ich nehme es mal in die Hand, dann ist es glaube ich besser zum Scharfstellen. Und zwar sind das hier, ich weiß nicht genau was es ist. Das sind irgendwelche alten Teile. Es könnte was altes, militärisches sein. Es könnte auch von einem Pferdegeschirr oder irgendwas sein, aber die finde ich immer wieder. Das ist Kupfer, denke ich mal. Wenn jemand, ich wusste es mal, was es ist, mir fällt es gerade nicht ein. Bitte in die Kommentare reinschreiben. Jo, genau, super. Hört sich gut an. Weiter geht's. So, trotz dem Eisenschrott, der hier wirklich viel drin liegt, ich habe den Iron Volume mal an, was wirklich eine gute Idee ist, habe ich ein klares, lautes 81er Signal gehabt und hier liegt was Silbernes, ich habe es noch nicht angeschaut, das schauen wir uns zusammen an. Ich glaube nicht, dass es eine Münze ist, aber es ist auf alle Fälle kein Aluminiumfolie oder irgendein Schrott. Nee, es ist ein schön verzierter Knopf. Sehr cool. Also das hat mir jetzt echt gefreut, das war wirklich laut rauszuhören, trotz dem Eisenton, der mit drin ist, weil unten drunter irgendein Schrott liegt. Sehr geil. Das freut mich. Weiter geht's. Jo, langsam verstehe ich ihn. Also nicht wundern, hier geht direkt eine Bahnlinie vorbei, deswegen sind so viele Störungen. Gerade ist der Zug vorbeigefahren, der ist immer noch in der Nähe. Und hier ein ganz klares 78er Signal. Schön klar rausgekommen. Und es ist ein Knopf. Es freut mich. Irgendwie läuft es jetzt. Also ja, wie ich es gesagt habe, es ist eine andere Sprache, ich muss sie verstehen, ich verstehe sie jetzt glaube ich oder fange an sie zu verstehen. Der hat sogar noch eine Öse und ich freue mich doch immer über meine Knöpfe. Kein Schrott, kein Aluminium bis jetzt, kein Schraubverschluss, keine Tube, mein Feind, die Aluminiumtube. Sehr geil, das freut mich, muss ich echt sagen, macht Spaß und weiter geht's. So, ein aufregender Moment. Denn ich hoffe, dass ich gerade die erste Münze gefunden habe. Die war hier drin, ich habe es mit dem Fuß wegbewegt und ich habe nur gesehen, was rund ist. Wir schauen uns das zusammen an. Live-Dick fast. Es ist rund, es ist silbern, es ist kein Knopf. Ja, die erste große Silbermünze sogar mit einem Apex. Wow, habe ich auch noch nicht gefunden. Jups, der weggeschossen. Was haben wir denn gefunden? Ein 6 Kreuzer Vorder Österreich Scheide Münz. Ja, wow! Das erste Silber. Ich glaube, letztes Mal war es schon Silber fertig, was ja schon mal super war. 1797. Ja, geil. Mega. 6 Kreuzer. Der Fund des Tages bis jetzt. Wow. Oh, ich freue mich. Apex, wir verstehen uns jetzt. Das gefällt mir. Yes, Baby. Sau geil. Weiter geht's. Ich glaube, die nächste Münze. Das war ein ganz interessantes 50er Signal, was auch nicht gehüpft ist. Ich habe es noch nicht angeschaut. Es könnte auch ein Knopf sein. Schauen wir das mal scharf. Schauen wir uns das zusammen an. Geil. Mega. Ich freue mich immer noch so über diese 6 Silberkreuzer. Es ist eine Münze, es ist kein Knopf. Und das ist eine große alte Münze. Ja, geil. Geil. So macht es Spaß, mein lieber Apex.
Genau so erwarte ich das. Doppelfaust auf den Apex. Ich kann nichts drauf erkennen. Ja, auf alle Fälle eine alte, schöne, dünne, große Kupfermünze. Ich denke mal ein Heller oder irgendwas. Oder ein paar Heller. Wow. Die zweite schöne Münze für heute. Super geil. Danke Apex. Wir verstehen uns. Weiter geht's. So, und die nächste Münze aus diesem Loch hier, schönes 76er Signal, und es ist ein verrosteter Pfennig aus der D-Mark-Zeit noch. Woher weiß ich das? Man kann es nicht mehr sehen drauf, aber das sind die typischen Pfennige. Da ist unten drunter das Metall durchgerostet und hat das Ganze hier aufgeplatzt. Und das ist genau das, was man hier sieht. Habe ich schon öfters gefunden. 1 Pfennig, 2 Pfennig Münzen, die sehen alle fast genauso aus. Also ab einem gewissen Jahr, wo sie dann keinen Kupferkern mehr hatten, sondern Metallkern. Aber egal, es ist eine Münze, ich freue mich. So, es wird richtig dunkel, ihr seht es nicht, die Kamera macht es wirklich heller, das ist super. Aber ihr habt die nächste Münze gefunden auf dem Rückweg. Und zwar kam sie aus diesem Loch hier raus. Hier steckt sie drin. Ich habe es noch nicht angeschaut. Tipp mal auf Kaiserreich. Die fühlt sich ein bisschen dicker an. Schauen wir mal. Es ist auf alle Fälle eine Münze. Ja, Kaiserreich. Oh, ich glaube, das sind sogar 2, die zusammenkleben. Ja, im Auge schon. Sehr interessant. Das sieht aus, als wenn es 2 sind. Schauen wir, ob ich es... Doppelwopper hier. Aber ich krieg's nicht auseinander. Es sind auf alle Fälle 2 Münzen. Das ist ja... Ich mache mal die Kamera aus, ich versuche es mal auseinanderzuziehen. Einen Moment mal. Jo, ich habe es auseinanderbekommen. So habe ich das auch noch nicht gefunden. Das sind wirklich hier 2. Ja, Wahnsinn. Geil. Ich weiß jetzt nicht, ob das andere auch Kaiserreich ist, weil ich denke, dass die hier ordentlich auf die andere abgefärbt hat. Aber egal, gleich 2 Münzen auf einen Schlag. Mein erster kleiner Münzhort. Super. Boah, so viel Münzen. Apex, irgendwie mag ich dich. So geil. Mega. Weiter geht's. Und die nächste Münze, unglaublich. Kommt aus dem Loch hier, war ein 76er Signal. Und ich gehe jetzt dann nach der Münze vom Acker runter, auch wenn es gerade gut läuft, aber ich sehe gleich gar nichts mehr. Und ich denke mal, das ist auch Kaiserreich, aber eine größere Münze. Schauen wir mal. Das ist auf alle Fälle Kupferin, was mir da entgegenblitzt. Ja, Wahnsinn, Herr. Das läuft heute ja wie am Schnürchen. Wahnsinn. Keine Ahnung, sieht vielleicht doch nicht nach Kaiserreich aus. Ist auf alle Fälle sehr dünn. Schön groß auch. Also größer als der Kaiserreich-Pfennig. Ich schau mal, ich sehe gar nichts. Das ist so finster. Ich bin echt stolz auf die Kamera in meinem Handy. Die macht wirklich ein lichtstarkes Bild. Ich meine, hier hinten drauf ein Wappen sehen zu können. Machen wir das nochmal scharf. Keine Ahnung. Auf alle Fälle eine Münze. So, und ich mache jetzt Schluss und wir sehen uns gleich nochmal. So, ihr Lieben, heute machen wir endlich mal wieder eine Fundzusammenfassung, aber vorher erstmal Prost. Ich bin an dem gleichen Supermarkt, wo ich vorgestern war und brauche jetzt erstmal einen Schluck kaltes Bier. Habe mir schnell ein Wasser innen drin geholt und ich habe immer Kleenex dabei oder Küchentücher und das ist perfekt, denn so konnte ich ganz grob mal die Funde reinigen, damit wir uns das zusammen anschauen können. So, der Fund des Tages. Und der Apex hat mir jetzt echt überzeugt. Und das Video wird, glaube ich, auch heißen, die Bezwingung des Apex. Passt ja ganz gut. Das sind die 6 Kreuzer, die ich gefunden habe, mit Prägestempel Heinrich. Und die Jahreszahl war, machen wir das mal scharf hier, 1797. Sehr schön. Habe ich auch noch nicht gefunden. Und das ist eine tolle Sache. 6 Silberkreuzer, muss ich sagen, legen wir das mal hier hin.
Dann die andere Münze, die ein bisschen größer auch war, ist ziemlich vergammelt, ziemlich verwittert, sieht man nichts mehr drauf. Muss ich mal schauen. Hier scheint irgendwie, sieht aus wie so Federn oder hier könnten Wappen sein. Muss mir in Ruhe mal angucken. Egal, eine schöne große Münze. Dann diese Münze hier. Und wie gesagt, das ist die... Ne, genau. Und hier sieht man ein Wappen drauf. Muss ich mir dann auch mal in Ruhe mit der Lupe anschauen, was das ist. Sehr schön. Also wirklich ein münzreicher Tag. 3 Münzen. Dann die beiden zusammengeklebten. Hier sind sie. Machen wir das mal scharf. Das sind 2 Kaiserreich-Pfennige. Sehr interessant. In diesem Zustand als Doppel-Cheeseburger habe ich die auch noch nicht gefunden. Also wirklich geil. Ziemlich abgedreht. Legen wir die mal dahin. Dann, was ich vorher gesagt habe, so sieht ein vergammelter Pfennig, es könnten sogar 5 Pfennig sein. Ich meine, da hinten den Baum erkennen zu können. So sehen D-Mark-Pfennige aus. 2 Pfennig sind es, hier steht es sogar drauf, jetzt kann man es lesen. Das sind 2 Pfennig aus der guten alten D-Mark-Zeit. Ich vermisse sie, da war das Geld noch was wert. Und ihr seht, wie ich es vorher erklärt habe, der Eisenkern ist hier rausgerostet und hat die Kupferummantelung, die sehr dünn ist, durchbrochen und zerrissen. Und so sehen die Dinger dann aus, wenn man die findet. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Münzen. Dann der tolle Knopf, würde man sagen, das ist ein Arsen-Bronze-Knopf, den ich da gefunden habe. Die finde ich immer wieder gerne auf diesem Acker. Und die finde ich immer wieder schön. Schade, dass er nicht mehr in gutem Zustand ist. Und das ist der andere Knopf. Unter Umständen könnte der sogar aus Silber sein, weil der so schön sauber rauskommt. Da ist jetzt nur noch Dreck, Matsch drin vom Acker. Den habe ich jetzt nicht rausbekommen. Er ist auch verziert, wie man hier sehen kann. Das könnte Silber sein. Muss nicht sein. Ist auch total egal. War ein geiles Signal und so hat das Ganze angefangen, mehr oder weniger, dass mich der Apex verrückt macht. So, und die anderen Sachen, die ich gefunden habe, machen wir erstmal hier. Die Münzis. So, mega, Hammer, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. So, und die anderen Sachen, das ist der andere Knopf, genau. Ich finde, wie gesagt, immer solche Teile, was das genau ist, ich kann es nicht sagen. Ob das irgendwie was von der alten Rüstung ist, ob das einfach nur ein Blech ist, was geschnitten wurde und das ist abgefallen, genauso wie die Sachen. Das ist, denke ich mal, was Militärisches. Das könnte aus dem Ersten Weltkrieg irgendwas vom Gewehr sein oder von der ganzen Dings. Und was ich immer wieder finde, ihr seht es hier, ich mache mal das schärfer. Das sind hier wie so kleine Pistolenkugeln. Und ich finde die immer wieder, und ich glaube, ich habe die Frage noch nie gestellt und ich habe auch noch nie wirklich danach gesucht, was ist das? Sind das wirklich kleine Patronen? Ich meine, wie groß ist denn dann die Pistole gewesen? Ist das Kinderspielzeug? Was ist das? Ist das von einer Schreckschusspistole? Ich habe keine. Also, wie ihr seht, ich habe 1, 2, 3, 4 so Dinger gefunden. Machen wir mal scharf. 4 so Teile gefunden. Da würde mich mal interessieren, wenn jemand eine Ahnung von euch hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und das ist ein super Signal gewesen, was es sein soll am Ende. Ich habe keine Ahnung. Das denke ich mal, das ist auf alle Fälle fest. Es ist, denke ich mal, keine Münze, dafür ist es zu dick. Ich weiß es nicht. Es ist auch da drauf nichts zu erkennen. War auf alle Fälle ein schönes Signal, ein ganz schöner Brummer, das Ding. Keine Ahnung. Irgendein UFO halt. Jo. Also, ich habe den Apex bezwungen. Der Apex hat mich belohnt, dass ich ihm weiterhin eine Chance gegeben habe. Das war, wie gesagt, nie negativ gegenüber den Apex gemeint. Es ist halt einfach, ich stelle die nochmal scharf, es ist halt einfach wirklich am Anfang schwierig gewesen, aber ich stelle sie nicht scharf, ist auch egal. Es ist am Anfang wirklich schwierig gewesen, ihn zu verstehen. Ich verstehe ihn jetzt und ich habe jetzt auch die perfekten Einstellungen, meine ich. Am Wochenende hoffe ich, dass ich wieder Zeit habe, dass ich auf dem Acker bin. Mal kurz Prost auf euch. Wenn ich mit den Einstellungen wieder gut zurechtkomme und mit denen dann auch Silbermünzen finden kann, werde ich euch die Einstellungen, die ich am Apex benutze, verraten. Ich bin gespannt, ob das am Wochenende auch wieder so schick hinhaut, wie das heute geklappt hat. Jo, dann würde ich sagen, rundet das mein Video ab. Ich freue mich
Wirklich. Und der Apex macht mir wirklich Freude. Also ich freue mich jetzt. Das ist so, das hat das Eis gebrochen, gerade mit der dicken Silbermünze. Und das ist richtig genial. Ich freue mich. Juhu! Yes! Ich wünsche euch eine atombombenfreie Nacht und wir hören uns beim nächsten Video. Also immer gut Fund für euch. Servus!